Herzlich willkommen zu meiner 100. Episode Filmlife. Wen hat gedacht, dass ich stehe zu ein an zur Feier des Tages war ich mal ein kein Lützeburg Produktionsunterlagen man die Kino gucken, und zwar den Little Duke vom Andy Bausch. Ja, mehr als den Little Duke dann noch etwas gehen oder nicht. Ja, da erzähle ich euch bei Filmlife. So, die 100. Episode lust mich ein bisschen selber feiern. Ich bin mega happy, dass ich die Zahl erreicht und ich habe am Anfang nicht gedacht, dass ich die Wert erreichen und ein bisschen Klammern eigener Sachen, da geht es doch schon direkt los mit der Review. Nur, also wenn der den Video den Tag rauskommt, den Tag du noch, also nur, wenn man dann den Tag guckt, Verwirrung ist groß, dann könnt ein kleinen Filmlife Special raus, mit dem ich ein bisschen zusammen gebastelt habe. Und ja, die könnt ihr erst dann auch ganz gerne angucken. Du hast dann ganz viel Herz da geflossen und sind ein bisschen stolz auf das und sind ein bisschen froh, das können so zu machen. So, okay, Little Duke, den Andy Bausch, wird viele Leute im Begriff sind, den als für viele Lützeburg Produktionen bekannt, unter anderem legendären Troublemaker oder Club des Charmeurs oder in dem als Lash doch sehr gut gefallen wird, war der Rusty Boys. Mit der Little Duke schlägt halt ein bisschen eine andere Schiene an. Wir gehen halt ziemlich Richtung Drama, das komödiantisch, wie man vom Andy Bausch auch kennen, als relativ dünn halt besagt. Also hört sich dazu dezidiert schon mehr Richtung Drama zu gehen. Und das, also sind wir mal ganz ehrlich, Affair klappt mal mehr einmal Mama gut. Thematiken, die in Uritz, die sind schon ziemlich graff, kann ich so sagen. Mir ich hätte gut gefunden, wenn das vielleicht noch ein bisschen mehr krass durchgestaltet gewesen waren. Also wenn ich mit der Drama Shindo wirklich 110% gehen hat. Weil es findet sich noch immer ein bisschen komödiantische Flair dran, den noch nicht falsch ist, den noch immer im Flot ist. Es war ein paar Szenen dran, da konnte sich schmunzeln, nicht verkneifen, aber ich hatte gefeiert, wann vielleicht noch ein bisschen mehr krass gewesen. Insgesamt ist aber ein Film, den schon Spaß macht. Also du hörst es kann ich schon mit den Charakteren so related, wenn ich das so. Wir haben aber natürlich auch eine mega Besetzung wie ein André Jung oder ein Luc Veit. Das sind schon Schauspieler, die in im Land kennt, an die definitiv super sind. Aber wo auch nicht der schauspielerischer Leistung zu meckern ist, die bringen das authentisch rüber und verkörpern das super. Und du hast nichts dran auszusetzen, du kannst in eine richtig schöne Bindung mit den Charakteren angehen. Und du gibt es auch viel Zeit gelost, für können noch Charakteren anzugehen, für denen ein bisschen Background-Story zu gehen, für den ganzen ein bisschen Fleisch zu gehen. Du gibt sich ganz viel Zeit gelost. Da das einerseits etwas befürworten, aber auch wo ich so es sich vielleicht platzweise auch ein bisschen zu viel Zeit gelost gehen. Also mir hat Heinz ein bisschen rote vor dem gefehlt. Das war aber hauptsächlich schon der erste Halschen vom Film, wo ich noch nicht so genau weiß, wo gehen wir hin, was für eine Richtung gehen wir überhaupt. Und dann ab damit vom Film, also so, okay, du fängt man an, ein klare Linie zu kriegen, und wir wissen, wohin wir steuern. Und dann fängt das Ganze doch ein bisschen mehr Fahrt zu kriegen und ein bisschen mehr zu involvieren. Und da gesehen ich auch eigentlich die größte Stärke vom Film befindet sich definitiv an der zweiten Halbstunde, weil ihn dann einfach besser in die Geschichte antauchen kann. Etwas, was den definitiv auch nach so muss, was fantastisch in dem Film ist, als die Optik. Also den Andy Bausch hat mittlerweile, wenn er sich seine Filmografie so anguckt, dann merkt ihr immer, ja, tut oft so etwas ein bisschen low-budget-mäßiges aus sich. Natürlich ist halt nicht so ein Budget gehen, wie in Hollywood das kann machen. Aber nur immer das Beste draus gemacht. Und hier merkt ihr mittlerweile beim Little Duke, hier ist eine Qualität angekommen, die wirklich ganz stark ist. Beim Rusty Boys habe ich es auch schon sehr gut fand, aber hier ist kein Drop gesagt. Hier gibt wirklich schöne Szenen angefangen. Land, also beim Andy Bausch kriegt sowieso immer ganz schöne Szene vom Land gewesen.
an das ja für Lützebäuer ist natürlich immer flott dat egent Land dann eben also themisch Land da können so op der Leinwand zu gesehen huet schon immer etwas usisch ja tatsächlich strengt sich alles spielt sich alles an enger Wirtschaft auf die auch ganz schön durchgestalt Ginners an wo schon Platzweise so Kammerspiel optaucht an das insgesamt Film wo ich so guck dir stehen und das sowieso das letzte Kino fand ich das soll auch schon geguckt gehen das soll unterstützt gehen wo es nimme geht an Little Duke lebt extrem oft am Kino an der kann ihn sich unbedingt gucken gehen an se scheinmal enke ein Andy Bausch als enger bisschen anderer Variante gucken gehen wen eben noch nicht oft gesehen wird an schwer echt überraschend schwer nur das Losondes an der schwer 2:30 gucken an der Kino war ziemlich voll weil cool dat ist ein cool sagt dass ein Andy Bausch Film so viel Leute dann an die Kino ziehen voilà. Erzählt mal gerne wie erste Film da so gefallen wird oder was ihre Lieblings Andy Bausch Film aus du ging bestimmt Leute die so Favoriten hun und ja da ging es so und da war das auch schon mal dieser Episode an dann guck dir unbedingt mein Special und den dann gleich raus können oder für die nur ich gucke schon auf dem Kanal aus dann also doch Hi verlinkt genau da verlinken schon noch du und dann bis die nächste Ciao.